Mit dem Gewichtheben fühle ich mich an sich schon sehr stark. Also man bewegt viel Gewicht, es ist alles messbar, was man hebt. Aber trotzdem ist es für einen selber einfach, ja, man fühlt sich gut dabei. Man fühlt sich stark und es ist was, wo ich mir sehr drin gefalle. Ein eher ungewöhnliches Selbstbild als Frau. Ja, bestimmte Vorstellungen weichen sicher von so einer Norm ab, die es gibt. Da ist man einfach, wenn man sagt, man möchte gern ein breites Kreuz haben, man möchte gern starke Arme haben. Ja, gefällt sicherlich nicht jedem, aber ich finde es mega. 5 Tage die Woche trainiert die Gewichtheberin Christina Ehlinger. Meist in Passau in der CrossFit-Box. Gar nicht so selten wie heute Morgen ganz allein. Hochkonzentriert. Ganz bei sich. Jede kleinste Bewegung zu optimieren, darum geht es hier. Ja, man versucht halt einfach in dem, was man tut, möglichst gut zu sein. Und da gehört dazu, zu verstehen, wo genau hängt es oder wo hapert es gerade, um da dann eben nachstellen zu können. Das zeichnet Christina aus, auch im richtigen Leben. Aufgewachsen ist die bodenständige Informatikerin in Tettenweiß in Niederbayern, direkt an der B388, im ehemaligen Haus ihres Urgroßvaters. Bis heute hilft sie in der Tankstelle ihrer Eltern aus, wenn Not am Mann ist. Grüß euch. Hallo. Grüß dich, Christina. Grüß dich, schön, dass du bist. Du kannst gleich weitergehen. Wie immer. Wie immer, gell? Kindheit hier ist natürlich sehr geprägt von diesem ganzen Tankstellenleben. Sehr geprägt davon, dass einfach immer jemand hier sein muss. Und das Private steht dann oft hinten an. Also man ist natürlich, das Geschäft geht dann vor, die Öffnungszeiten müssen bedient werden. Und was üblich bleibt vom Familienleben oder auch, ist meistens nicht so viel. Die Tankstelle ist immer offen. 13 Stunden täglich, 7 Tage die Woche. Familienurlaub kaum denkbar. Viele Kinder gab es nicht. Hier mitten im Niemandsland. Wenig, das man hier machen kann. Aber so wie man das vielleicht aus anderen Dörfern oder größeren Dörfern kennt, dass da so ein paar Kinder sich immer treffen am Spielplatz, das gab es hier nicht. Grüß Gott. Komm mal bitte. Genau, das ist auf der Dreier, gell? Ja. Genau, Nummer 23, 66 bitte. Ja. Also soweit ich mich erinnere, war tendenziell eher schüchtern. Ein bisschen zurückhaltend vielleicht auch. Und ich denke schon, dass es auch ein bisschen hiermit zusammenhängt, dass man einfach, wenn man hier steht oder auch hier aufwächst, natürlich, wenn jemand reinkommt, dass der gegrüßt werden muss, dass man dann selber das Gespräch einstellt, still zu sein hat. Mit 15 fängt sie an, selbst hier zu arbeiten, Taschengeld aufbessern. Auch das hat sie geprägt. Gerade dieses Arbeiten und mit Kundschaft arbeiten, auch mit dem Geld arbeiten, lernt einen schon viel. Also man lernt natürlich zuerst mal Verantwortung. Die Kasse muss stimmen am Ende, das ist mit das Wichtigste. Und ja, man sieht, man muss für sein Geld arbeiten, man kriegt es nicht geschenkt, sondern muss sich reinhängen, Zeit investieren und dann kommt was rum dabei. Christina wünscht sich ein anderes Leben. Die Tankstelle der Eltern will sie nicht weiterführen. Sie zieht zum Studium nach Passau, gemeinsam mit Flo, damals noch ihre Jugendliebe. Man hatte da jetzt nicht diese mega Erfahrung schon, sondern man war halt frisch 16, ist einfach mal weggegangen mit Freundinnen und hat dann einfach mal Leute kennengelernt, die vielleicht nicht aus der Schule waren, sondern das erste Mal auch, sagen wir in Anführungszeichen, fremde oder neue Leute kennengelernt. Das war ja alles aufregend, schön und neu. Und ja, hat man am Anfang auch nicht gewusst, auch mit mir und Flo, wo führt's hin, was wird überhaupt draus. Und dass das draus wird, glaube ich, hat damals auch keiner gedacht. Mittlerweile sind sie längst verheiratet, teilen die Begeisterung für CrossFit und Gewichtheben und verbringen jede freie Minute gemeinsam mit ihren Workout-Buddies in ihrem zweiten Wohnzimmer, der Box. Das ist so mega, wenn man so ein gemeinsames Hobby hat. Gerade wenn es so viel Zeit in Anspruch nimmt wie CrossFit oder Gewichtheben, das ist einfach, ich glaube, das müssen dann beide machen, sonst sieht man sie fast gar nicht mehr. Dann starte ich jetzt Uhr, dann haben wir 10 Sekunden Zeit und dann ballert man los. Yes.
Man leidet durchaus zusammen. Danach liegt man zusammen am Boden und denkt sich, um Gottes Willen, war es schlimm. Und im Endeffekt, die nächste Sekunde steht man auf und sagt, wie geil war's denn? Nach ihrem Studium hat sich Christina zu einer Ausbildung bei der Polizei entschlossen und freut sich schon, bald als ausgebildete Polizeikommissarin gesellschaftlich mitzuwirken. An sich denke ich, ist schon wichtig, einfach das Bild der Polizei in der Gesellschaft wieder zu stärken. Dass jeder, wenn er die Polizei sieht, nicht denkt, boah, scheiße, sondern dass man ein gutes Gefühl hat. Im Prinzip kann man das ja sowohl für sich im Kleinen machen, also entweder auf seiner privaten Seite, dass man einfach sagt, okay, ich bin Polizistin, das Umfeld weiß das ja auch. Genauso kann man das mit seiner oder innerhalb von seiner Dienstgruppe auch umsetzen. Also man kann das sowohl vom Kleinen als auch dann immer ins Größere bringen. Und da kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Ich finde es sehr cool, als Frau bei der Polizei zu sein. Das finden auch ihre Mädels, langjährige Vertraute, die Chrissy durch die unterschiedlichsten Lebensphasen begleitet haben. Alle überzeugte Crossfitterinnen. Ihr kennt ja euch vom Yoga und wir so eher Ja. Ja, Dirndlkrise, oder wie war das? Ja, Dirndlkrise, ja. Wie war das nochmal? Unzählige gemeinsame Erinnerungen an Events, Partys, Enttäuschungen und Glücksmomente verbinden die völlig verschiedenen jungen Frauen und ihr gemeinsames Logo. Die CrossFit Housewives sind einfach eine Clique, die da einfach sich mehr trifft zum Kaffee trinken oder abends mehr weggehen und sich über alles, wirklich alles unterhalten kann und Rat einholen kann und sich einfach alles erzählen kann. Es gibt wenig, was wir nicht besprechen. Also wirklich. Ja, ganz Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, startet Christina mit einer leeren Stange, also 15 Kilo, und steigert dann langsam in 10er-Schritten das Gewicht. Konzentration, Körperspannung, reißen, stoßen, atmen. Wieder und wieder die gleichen Abläufe. Ich finde den Sport faszinierend. Du brauchst einerseits sehr viel Schnellkraft, einfach um das Gewicht beschleunigen zu können, aber auch viel Grundkraft und auch eine gewisse Art von Körpergefühl, dass man das genauso ansteuern kann, wie man das braucht für diesen Sport. Und natürlich ist Gewicht eben auch schon mit Wettkämpfen sehr besetzt und da bin ich schon auch ein bisschen der Typ dafür. Meine Bestwerte sind aktuell vom Reißen sind es 86 Kilo im Wettkampf und im Stoßen sind 108. Damit zählt die 30-Jährige mittlerweile zu den Mastern im Gewichtheben. Und ist in ihrer Alters- und Gewichtsklasse deutsche Meisterin. Das fühlt sich sehr gut an. Chrissy ist froh, dass sie all das ausleben und mit Flo teilen kann. Wir sind jetzt fast 13 Jahre jetzt dann zusammen, sehr viele Jahre schon verheiratet. Hat sich natürlich alles verändert, ist gewachsen. Ich glaube schon an die erste große Liebe, dass das auch funktionieren kann für das ganze restliche Leben. Und irgendwann möchte sie schon gerne eine eigene kleine Familie. Aber erstmal will sie beruflich durchstarten und den Moment genießen, in dem sie vieles schon erreicht hat und noch viel mehr offen vor ihr liegt. Schon alles sehr aufregend, schön. Es ist alles einfach noch nicht ganz fest. Man hat auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, sich zu verändern. Ein paar Sachen sind natürlich gesetzt, aber alles andere ist mir völlig frei. So wie es gerade läuft, einfach weiterleben, wie es sich gut anfühlt.